Salut zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir sind in der F1 2021 und gerade heute ist auch Imola ins Game reingekommen. Und wir fahren jetzt mal die Strecke. Ich bin sie noch nie gefahren, wir machen jetzt kurz ein 5-Runden-Rennen. Und dann schauen wir mal, was so passiert. Oder wie die Strecke ist zum Fahren. Wir nehmen hier gerade den neuen Red Bull in Weiss. Wir nehmen den Verstappen, egal, komm. Und Tageszeit wollte ich einfach schnell schön Wetter haben, weil ich habe nicht Lust, gerade bei meinem Glück kommt es eben immer gerade regnen. Fahrhilfe habe ich glaube ich nicht drin. Rückblende habe ich jetzt mal reingeschmissen wieder, weil die werde ich wahrscheinlich brauchen dann. Und dann schauen wir mal hier schnell, wo wir starten. Wahrscheinlich etwas im Mittelfeld, ja, einfach auf der Pole, perfekt. Setup-technisch keine Ahnung. Ich nehme jetzt mal einfach eins, das ein bisschen mehr Downforce hat. Ich glaube, das braucht man schon. Ja, wir fahren einfach mal, let's go! Schon mal einen guten Start gehabt, Perez zieht vorbei. Oh, Perez verbremst sich. Da kommt der Hamilton noch. Also eben, ich bin hier noch nie gefahren, ich weiß gar nicht, in welchen Gang ich muss durchballern. Ich habe zwar unten angezeigt, welche Gänge mir empfohlen werden. Aber ob die wirklich gut sind und stimmen, keine Ahnung. Oh, geile Kurve, Alter. Holy shit. Wow, okay. Ja, ich werde da wahrscheinlich voll durchgereicht. Ah, da ist ein Spoiler geflogen vom Pierre Gasly, oder? Nein, Tsunoda war es. Also ich bin ja zwar die Strecke erst gerade noch vor kurzem in den Grand Prix gefahren, aber die hat dort ein anderes Layout als sie jetzt ist. Und zwar hier unten beim Startziel, da haben sie es ein bisschen anders gebaut. Wow, okay. Die S-Kurven, crazy. Sehr eng. Oh, oh, Vettel, um Platz bitte. Alter, die Strecke ist übertrieben eng. Okay, DRS, haben wir in der nächsten Runde über. Okay, DRS ist jetzt verfügbar. Aber wir sind viel schneller als der Aston. Wow, alter Vettel, bist du wahnsinnig! Oh, jetzt habe ich gerade in den Rückspiegel geschaut. Oh Gott, wie früh bremsen, wie spät bremsen die ab, bitte? Also man muss definitiv ein paar Mal fahren auf dieser Strecke, dass man da das Gefühl bekommt für die Bremspunkte und alles drum und dran. Aber es ist geil, es ist hure geil. Ah, Imola ist einfach Liebe. Ich hoffe, dass die auch weiterhin in der Formel 1 wird vorkommen. Aber leider fehlt es halt dort wirklich ein bisschen am Batzen, dass die mitmachen kann wieder. Wow, die Kurve hier. Ich sehe mich schon im Time Trail hier am Schwitzen. Ey. So, jetzt mit DRS und ERS noch. Alles, was das Auto hat. Oh, perfekt. Du musst auch zurückspulen, weil ich möchte gerne schon mit einem ganzen Auto fahren. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der Vettel noch so einen kleinen Zucker macht. Ich bleibe jetzt einfach hinter dem Norris. Wow, aus dem Weg da! Ich bin so schnell! Geil, Alter. So eine geile Strecke. Oh, okay, da kannst du schnell durchfahren. Ich glaube, die fährst auch noch Vollgas an. Und dann bremst du aber erst auf die nächste Kurve. Ich glaube, so ist das gemacht.
Schwierig zum Fahren, sehr schwierig zum Fahren. Aber geil zum Fahren. Das ist so eine geile Kombination. Das ist wie Portimao. Portimao ist einfach auch schwierig. Beziehungsweise bis du ein bisschen die Strecke draussen hast, wie du fahren musst. Und dann ist sie eigentlich sehr einfach zum Fahren. Reicht es noch für DRS? Ich glaube schon, oder? Nein, nicht einmal. Ah, krass. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Okay, letzte Runde. Absolut schnellsten Sektor gemacht im dritten. Batterie tot. Oh mein Gott, wie wir hier reinprätschen können. Und Curbs, die dich nicht gerade wegbumsen. Ja, das ist ja so zum Anfahren. Die musst du eigentlich, die erste Kurve musst du noch relativ Vollgas anfahren. Vielleicht durch Liften. Aber du musst eigentlich erst auf die Rechtskurve dann bremsen. Aber ich bin immer noch langsamer als der Norris von mir. Aber eine geile Strecke, wirklich fühle ich. Könnt mir gerne mal in die Kommentare hineinschreiben, wie ihr die Strecke findet bis jetzt. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 2,2 Sekunden. Also definitiv eine anspruchsvolle Strecke. Und sicher auch schwierig zum Fahren, aber ich freue mich schon auf das Community-Rennen. Da wird sicher funny werden auf dieser Strecke, 50%. Also für all die mitmachen, am 31.10. machen wir das Community-Rennen zu Abend am 7. Uhr. Auf Twitch wird das Ganze auch streamen, können gerne zuschauen oder eben mitmachen. Dann. Und dann nimmt sie mir den Wunder, wie gut dass wir hier unterwegs sind. Wird sicher funny werden. Aber eben, schreibt gerne mal in die Kommentare rein, wie findet ihr die Strecke. Und ja, dann sehen wir uns dann nachher beim nächsten Video wieder, im nächsten F1 Let's Play oder im Grand Prix 4, wie auch immer. Und ja, merci vielmals fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ein schönes Tag noch und ciao.